Hallo, liebe Leute, wieder mal zu Farm Life. Ich muss sagen, ich glaube, ich habe es ein bisschen hingekriegt, dass es nicht mehr allzu sehr laggt wie das letzte Mal, beziehungsweise die letzten Male allgemein bei den Feldern. Ganz rausbringen werde ich es sicherlich nicht, aber soll uns nicht weiter stören. Wir stehen wieder kurz vor einem großen Erntetag. Der wird sehr, sehr wichtig sein. Nichtsdestotrotz müssen wir uns natürlich um unsere Tiere kümmern. Ich habe mich dazu entschlossen, weil wir das Ziegen-Achievement noch nicht haben, einfach einen vierten großen normalen Steu aufzubauen. Ich meine, warum nicht? Wir haben den Platz, weil bevor wir dann irgendwie komisch rumhantieren und dann irgendwie einen Steu freimachen wollen oder sowas, ist halt dumm, weil dann müssen wir den Progress im Prinzip verkaufen. Entweder von der Kuh oder vom Schaf. Und das wäre natürlich dumm. Ja, wir wollen ja die XP kriegen und eben die blauen Bänder. Da sind wir echt auf einem guten Kurs, muss ich sagen. Generell mit den Achievements. Ich habe jetzt schon eine Zeit lang keine Aufnahmesession mehr gehabt, muss ich sagen. Zumindest nicht Farm Life, beziehungsweise halt einfach generell nicht Aloha. So muss ich vielleicht sagen. Naja, es läuft ja momentan newer Super Mario Bros. Wii mit der Karina, also ein Together-Projekt. Das ist natürlich eine wesentlich andere Stimmung dann. Wir sind zu zweit, das ist einfach ein komplett anderes Projekt. Wir hatten gerade einen Soundbug. Das ist auch schön. Man hat sich immer ein bisschen am Platz frei. Ich hoffe, dass wir da dann den dritten Steu bauen können. Ups. Ich lasse es jetzt einfach mal so. In Hoffnung, dass keine weiteren Bäume gefällt werden müssen, dass der hier da Platz hat. Wir werden sehen. Ach, du hast was, ich glaube, ich schaue direkt noch. Ja, ganz easy. Ja, das wird dann halt einfach komplett leerstehender Steu sein. Den müssen wir ja natürlich einmal upgraden. Oh, haben wir da genug Geld? Ich glaube nicht, oder? Ja, genau. Okay. Na, passt. Ist nicht schlimm. Wann wir das Achievement machen, ist ja im Prinzip eigentlich egal. Wir haben aber unbedingt den fetten Erntetag. Was im Endeffekt heißt, wir werden es definitiv morgen machen, genau. Oder habe ich mich verdorben? Und das ist heute schon. Na. Morgen erst. Das passt. It's a rainy day. Wir begeben uns zuerst zu den Tierchen. Sonst wären wir nicht mehr froh. Und müssen noch der Feldpflege einfach nur mal zu den Tieren. Wie ich schon mal gesagt habe, kann man ganz, ganz leicht vergessen dann. Und das wird jetzt halt tatsächlich unser täglich Brot. Es werden jetzt sehr, sehr viele gleiche Abläufe immer sein. Sprich, um die Tiere kümmern, jeden Tag. Feldpflege, jeden Tag. Und alles andere halt nebenbei. Na, es kann lang dauern. Also für mich, für euch nicht. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde es richtig schade, dass dieses Game keine Retro-Achievements hat. Ja, also Retro-Achievements sollen ja bei mir auf dem Kanal auch mal irgendwie ein bisschen präsent werden, sagen wir mal so. Wer noch nicht weiß, was das ist, Retro Achievements ist eine Seite, die Achievements bereitstellt für ältere Games, eben Retro-Spiele kann man fast sagen. Und das Ganze geht zum Beispiel jetzt hoch bis zum Nintendo DSi, aber halt auch runter bis zum NES. Und wenn man diese Spiele dann mit einer, sagen wir mal, gewissen speziellen Spielweise spielt, sagen wir mal so, mit einer alternativen Version, kann man vielleicht sagen, dann werden diese Fortschritte getrackt und du kannst Achievements sammeln und dann eben Punkte auf diese Seite sammeln und ja, alles Mögliche. Erstmal einen sicken Soundbug abholen, oder? Aber mal ganz ehrlich, sollte dieses Spiel irgendwann dann mal wirklich Retro-Achievements kriegen, dann spielst du halt neu. Also ganz ehrlich, dann wird das ein Stream-Projekt und dann habe ich mir da die Achievements rüber. Eben weil ich das Spiel kann und kenne und vermutlich auch nicht so lange dauern, da die Achievements ranzuholen. Außer es ist ein richtig schwaches Set. Aber das finde ich sowieso manchmal komisch. Eigentlich sind die Retro-Achievements auf sowas ausgelegt, relativ humane Achievements zu haben. Und dann gibt es noch so Subsets, so zusätzliche Achievements, die es aber ein eigenes Set ist. Wo halt dann, keine Ahnung, teilweise Speedrun-Tricks oder sowas beinhalten oder einfach generell schwierigere Sachen.
Und die Standard-Achievements sind halt einfach simpel zum Kriegen. Oder ja, simpel jetzt auch nicht, aber halt einfach human, wo du nicht komplett gestört grinden musst oder keine Ahnung was. Aber dann sehe ich doch manchmal so Achievements, wenn wir denken, scheiße, das ist doch nicht ohne. Unter anderem bei Pokémon Ranger Finsternis über Almia. Ja, was natürlich jetzt gemeint ist, weil es gibt halt zwei Arten, eine Spur abzuschließen auf dieser Seite. Und zwar die eine Methode ist, die Win-Condition zu erreichen. Das ist halt dann ein bestimmtes Achievement. Jetzt haben wir wieder Sound. Danke, liebes Game. Die Win-Condition, ein bestimmtes Achievement, das zum Beispiel lautet, keine Ahnung, besiege den Final Boss oder sowas. Nur als Beispiel. Das wäre die Win-Condition. Dann ist dieses Game unter der Rubrik Beaten zu finden auf deiner Retro-Achievement-Seite. Dann gibt es aber nur die Kategorie Mastered. Das bedeutet, alle Achievements von diesem Set zu haben und gleichzeitig im Hardcore-Modus gespielt zu haben. Das heißt, ohne jegliche Cheats und Save-States und was weiß ich. Kann manchmal richtiger Pain sein. Andererseits muss man sich so vorstellen, hättest du das Spiel normal gespielt, hättest du so oder so keine Save-States oder Cheats. Und jetzt kommt dann wieder doch der Ehrgeiz bei mir. Ich bin wirklich am Überlegen, ob ich Pokémon Ranger Finsternis über Almia ja eben nicht nur 100%en soll, sondern eben auch für die Retro-Achievements zu mastern. Und das beinhaltet dann eben auch, alle Pokémon, die es gibt, in einem S-Rang zu fangen. Was ist die Scheiße daran jetzt? Naja, S-Rang ist nicht so leicht zu bekommen. Zumindest nicht immer. Und dann gibt es alle Pokémon, bei denen man nur einmal die Chance hat, sie zu fangen. Wie zum Beispiel irgendwelche Partner-Pokémon oder Bosse oder sowas. Und zur Erinnerung, wir dürfen ja keine Save-States einsetzen. Sprich, wir müssen wirklich auf die altmodische Methode zurückgreifen, davor speichern und dann in den Kampf reingehen. Und wenn wir dann den S-Rang nicht kriegen, Spiel neu starten. Nicht Save-State draufklicken, sondern wirklich Spiel neu starten. Oh. Und das ist halt nur ein größeres Problem. Denkt man sich so, ja okay, du warst, jetzt kommt gleich ein Boss oder sowas. War ich immer schon vorsichtig und habe abgespeichert. Aber, jetzt pass mal auf, ich kenne ja die Aufträge nicht auswendig. Ich meine, klar, wir sind bis zum Final Boss schon gekommen, aber ich habe mir die Aufträge ja nicht auswendig gemerkt, wo man dann ein Partner-Pokémon kriegen kann. Das heißt, ich müsste wirklich immer vor dem Auftrag an einen Speicherblock gehen, speichern und dann den Auftrag starten. Das heißt, es wird sehr umständlich. Und ich werde mir ganz definitiv eine Liste holen aus dem Internet, bei denen die ganzen Partner-Pokémon draufstehen, damit ich genau weiß, okay, das ist jetzt der Auftrag, da kriege ich jetzt gleich ein Partner-Pokémon, ich muss aufpassen. Hoppla, kurz mit die Kurve fahren. Schon wieder? Alter. Aber gut, soviel zu Pokémon Ranger Finsternis über Almia. Ich wollte eigentlich nur auf die Retro-Achievements raus und dass ich es schade finde, dass dieses Spiel hier keine haut. Aber nachdem das ja jetzt hier das erste richtige Let's Play ist, zumindest im deutschen Raum, obwohl im englischen Raum kann es auch fast sein, so richtig oldschool Let's Play eben, da denke ich mir dann, okay, macht vielleicht Sinn, dass es auch keine Retro-Achievements hat. Aber je mehr Spiele man gemastert hat oder auch nur die Win-Condition erreicht hat, also gebieten, also ich glaube zumindest, dass das auch so ist, dann kriegt man so Punkte, mit denen man dann für Games voten kann, die nur kein Achievement-Set haben, dass sie Achievements kriegen. Das ist praktisch so, damit man sieht, was die Community sagt. Ja, und das war's auch schon wieder mit diesem spektakulären, großen Erntetag. Bin erstaunt, wie das gerade in meinem Kopf so auf Autopilot gegangen ist. 3 Fälle auf dem Ocker. Der ist ja völlig übertrieben, so viel.
Gut, die Tiere sind wieder verpflegt, die Felder auch. Und wir haben 8:45 morgens. Was macht man dann natürlich? Man geht in die Stall und kauft sich Farben. Und zwar alle möglichen. Gut. So, jetzt haben wir bis jetzt aller Farben. Das hat nichts irgendwie mit Achievements zum Tor oder keine Ahnung was. Das ist rein für Customization und so. Ja, okay, gut. Da gehen wir dann gleich mehr drauf, ey. Jetzt holen wir uns aber erstmal die lang ersehnten 16 Ziegen. Oh, hier. Und hier. Gut. Damit haben wir wieder Achievement gekriegt. Ein paar Punkte wieder drauf, ein paar XP. Das sind immer nur Raubein. Ich sag euch ganz ehrlich, schon langsam kann mir wieder im Rang aufsteigen, oder? Ich weiß nicht, ist mal als Raubein recht gut angesehen? Weil ehrlich gesagt, ich komme mit dem Begriff jetzt nicht so krass für Anfänger. Raubein. Sollte ich vielleicht mit googeln gehen. Aber nicht jetzt. Also eigentlich hätte ich vielleicht bevor nachschauen sollen, ob ich das Achievement wirklich gekriegt habe. Ich habe nämlich ja nicht aufgepasst, wie viel XP wir vorher gehabt haben. Und wie viel wir jetzt haben. Aber ja, da ist er. Der Blechdosenpreis für 16 Ziegen auf einmal. Ja, ich würde sagen, wir sind auf einem guten Kurs. Ziel für diese Folge ist definitiv einmal noch in den Sommer des 2. Jahres zum Thema. Ja, ich weiß. Ich bin schon 20 Minuten in der Aufnahme und wir sind ungefähr nur 3 Tage weitergekommen oder so. Aber gut. Ich habe ja einiges erzählt. Und wir haben auch schon einiges gemacht. Muss man natürlich auch sagen. Kleiner Erntetag. So, jetzt machen wir aber ganz, ganz schnell. Keine Zeit verlieren. Ja, Leute. Das ist jetzt sehr heftig unangenehm. Es ist was passiert, was mir damals schon echt fucking oft passiert ist. Und irgendwie habe ich gehofft, dass es hier in dem Projekt nicht passiert, aber das Game ist abgestürzt. Wow. Und ich habe lang nicht gespeichert. Eigentlich die ganze Folge. Mann, ey. Wenn die ganze Zeit sowas passiert, macht es doch keinen Spaß. Der Pokémon Ranger Rückschlag war schon so heftig. Und das sind die kleinen Dinge, die es einfach scheiße machen. Vor allem für solche Projekte. Mann, ey.